wunderschönen guten Abend, so schön bist du dabei in dieser besonderen Zeit der Rauhnächte, heute in der 10. Rauhnacht, die zweite Nacht des neuen Jahres. Ich freue mich sehr, bist du dabei. Mein Ritual ist das Räuchern mit Kräutern, das Meditieren, das Reflektieren. Ich stelle mir immer Fragen, die ich mir jedes Jahr in der gleichen Rauhnacht wieder stelle, sich auf das vergangene Jahr bezieht. Und dafür empfehle ich dir, wenn du magst, ein Rauhnacht-Tagebuch. Das ist, was du vielleicht brauchst, wenn du Lust hast, das über mehrere Jahre hinweg zu machen und da auch wirklich reflektieren zu können. Wo komme ich dann viel schneller weiter in meinen Zielen, wo weniger weit, wo vielleicht manchmal schließt sich der Kreis und es wird klar, wo hat es gehakt oder wo hat es gestockt, und da ein bisschen mehr Überblick auch zu bekommen über dich selber in der Selbstreflexion. Machst du bequem, nimm dir Kerzen, mach schöne Entspannungsmusik rein. Genau, ich habe absichtlich keine Musik unter das Video gespielt, damit, wenn du mal Pause drücken musst, dir es zu schnell oder zu langsam geht, einfach anhalten kannst und dein Ambiente nicht gestört wird, sondern ich bei dir quasi bin, indem du das Video guckst und nicht du bei mir und von mir abhängig bist. Ich stelle immer Fragen, die kannst du dir jetzt schon aufschreiben, wenn du möchtest, aber ich werde sie später in der Meditation auch nochmal stellen, also kannst dich auch da ganz entspannen und einfach zuhören und später in der Meditation mit reinhören. Ja, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage dieser 10. Rauhnacht, die speziellen Nächte. Wenn du bis jetzt noch kein Video gemacht hast oder mit mir nicht die vergangenen Rauhnächte gemacht hast, in meinem Beschrieb findest du die Links in die vergangenen Rauhnächte und auch in die Playlist der Rauhnächte. Da kannst du dich ganz wie du magst nochmal durchgucken und auch die Fragen nochmal anschauen. Ich erkläre auch später nochmal ein bisschen mehr über das Räucherwerk, wie man räuchert, auf was es darauf ankommt, bevor ich dich dann in eine 20- bis 30-minütige Meditation einlade. Ich freue mich sehr, bist du da. Wir haben heute die 10. Rauhnacht, das heißt, wir schauen mit den ersten 4 Fragen in den Oktober des vergangenen Jahres zurück. Dafür eignet sich immer auch noch den alten Kalender nochmal beiseite oder zur Hilfe zu nehmen, zu holen, um da genau nachzuschauen, was da alles passiert ist, was für Ereignisse, was für Erfahrungen, was für Begegnungen da genau stattgefunden haben. Und das ist genau die erste Frage der heutigen Nacht. Was ist im Oktober des vergangenen Jahres passiert? Die zweite Frage. Was war gut und welche Erfahrungen und Ergebnisse möchtest du davon behalten und mit ins neue Jahr nehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich in diesem Monat, also im Oktober des vergangenen Jahres, erfahren? Die 4. Frage. Was soll im neuen Jahr, im Oktober, anders sein als im vergangenen Oktober? Das Thema dieser Rauhnacht, der 10. Rauhnacht, vom 2. auf den 3. Januar, ist Ordnung und Planung. Letzte Nacht hatten wir unsere Visionen, wir haben die ersten Entwürfe für die Zukunft gemacht. Jetzt geben wir dem Ganzen noch ein Gefäß und dafür eine kleine Frage: Was will ich bis zum Oktober erreicht haben mit meiner inneren Ordnung,
und meiner inneren Ordnung in Kontakt zu sein. Was will ich bis zum Oktober erreicht haben, um mit meiner inneren Ordnung in Kontakt zu sein? Gleich davor ab ein Gedankenexperiment. Wenn wir Wasser eine Form geben, dann ist es gesammelt. Wenn du Wasser keine Form gibst, platscht es auf den Boden oder spritzt in alle Himmelsrichtungen. Auch da ist es mit den Ideen. Wir müssen den Ideen ein Gefäß geben. Und jetzt ist es ganz klar, wenn ich dir sage, was für ein Gefäß nehmen wir für Wasser, sagst du ein Eimer oder ein Teller oder ein Glas, ein Trichter, irgend solche Sachen. Und genauso ist es mit deinen Visionen, mit deinen Ideen für die Zukunft. Nimm doch die Notizen der letzten Nacht hervor, falls du sie gemacht hast, falls du die letzte Nacht nicht mit mir geräuchert hast und die Rauhnacht zelebriert hast. Du findest im Beschrieb jeden einzelnen Link zu der letzten und vorletzten, zu den vergangenen Rauhnachtsvideos oder zu meiner Playlist. Also auch da nicht verzagen, kannst diese gerne nochmal im Nachhinein nachgucken und die Fragen dazu dir beantworten. Aber genau, wir haben jetzt die Ideen und die Visionen, unsere Skizzen oder Collagen von der letzten Nacht. Und nun frage dich, was davon lässt sich sofort umsetzen? Welche Ideen bedarf noch einigen Zwischenschritten, ist aber zum Greifen nahe? Und was musst du auf die lange Bank schieben? Und wenn ja, wie lange? Also dir auch hier einen Plan machen, vielleicht auch einen Zeitraffer, also wirklich wie ein Projektleiter mit Listen und Meilensteinen arbeiten. Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei der, nein, die kommt erst zuletzt, aber die nächste Frage ist, was ist in Wirklichkeit eine Illusion und solltest du besser von deiner To-Do-Liste streichen? Also auch da realistisch sein, in Anführungszeichen, aber auch da wahrnehmen, was ist eine Illusion, zum Beispiel, dass ich jetzt schwarze Locken bekomme, außer ich färbe es und gehe zum Friseur, ist das eigentlich eine Illusion. Also dich da auch grenzen und schützen, indem du dir deiner Illusion bewusst bist. Doch nun geht es weiter. Durchforste die machbaren Ideen und schmiede aus wie echte Projekte mit Zeitplan, Listen und Skizzen. Also dass du dich da wunderbar auf das neue Jahr vorbereiten kannst, deine Pläne zielstrebig umsetzen kannst, aber dich auch schützt, indem du dich nicht verrennst in eine illusionäre Idee hinein. Ich freue mich sehr, bist du heute Nacht mit dabei. Unterstütze mich doch, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, indem du meinen Kanal abonnierst, wäre ich dir sehr dankbar. Du findest auch weitere Informationen auf meiner Webseite, falls du mal Lust hast auf eine private Lektion hier in meinem Studio vor der Goldenen Wand. thegoldendrop.me. Ich bin Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Noch viel Spaß und ich freue mich, bist du heute Nacht mit dabei. Anleitung Rauhnachtritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat,
wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen, da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale, in diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat, da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, so dass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß, die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet. Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist.
Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Rauhnacht, Meditation. Die 10. Rauhnacht und das Thema Ordnung und Planung. Vorab ein Gedankenexperiment. Wenn wir Wasser keine Form geben, könnte es in alle Himmelsrichtungen verteilt werden und auf den Boden platschen. So ist es auch mit deinen Ideen und Visionen. Diese, die letzten Rauhnächte, brauchen eine Form. Nimm deine Notizen der letzten Nacht hervor und frage dich, was davon lässt sich sofort umsetzen? Was bedarf noch einigen Zwischenschritten, scheint aber zum Greifen nah? Was muss ich auf die lange Bank schieben? Und wenn ja, wie lange wohl? Antworte dir ganz ehrlich, selbst. Was davon ist in Wirklichkeit eine Illusion? Und was sollte ich besser von meiner To-Do-Liste streichen? Durchforste die machbaren Ideen und schmiede aus, wie echte Projekte mit Zeitplan, Listen und fasse zusammen, was du noch benötigst, um diese Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Was soll ich bis im Oktober des neuen Jahres erreicht haben, um mit meiner inneren Ordnung besser in Kontakt zu sein? Reflektiere den vergangenen Monat Oktober. Was ist im Oktober passiert? Welche Ereignisse, Begegnungen oder Veränderungen hast du da erlebt? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich in diesem Monat erfahren?
Was soll im Oktober des neuen Jahres anders sein als im Oktober des vergangenen? Frage dich selbst, was will ich bis zum Oktober des neuen Jahres erreicht haben, um mit meiner inneren Ordnung in Kontakt zu sein?
Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst. Für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.